Willkommen zurück, liebe Sportsfreunde, bei Anno 1800, die Kampagne Plus, aber heute geht es nicht unbedingt um den Typen hier, der bei einem früheren DLC dieses Spiel integriert wurde. Nein, heute geht es immer noch um Enbesa, das Land der Löwen. Und der Grund, wieso ich hier aus dem Titelscreen starte, gibt es zwei davon. Einerseits habe ich gemerkt beim Ende der letzten Folge, wo ich speichern wollte, dass eines meiner Kriegsschiffe am Abnippeln ist. Und andererseits, ja, hat es mittlerweile einen Patch gegeben mit einer Größe von 4 GB, wo ich mir dachte, okay, ein Patch, Bugfixes und so, also die meisten Dinge, die der Patch beinhaltet hat, waren oder sind tatsächlich Bugfixes, und da denke ich mir so, okay, gut, normalerweise, ich hatte ja bisher keine Probleme mit dem neuesten DLC. Bei mir ist es doch so, wenn ich keine Probleme hatte und es gibt einen Bugfix, dann habe ich meistens doch Probleme. So, und deswegen würde man sagen, schnell gucken, was wir noch retten können, und dann Petri Heil und so. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist... So, genau. Das ist jetzt schon wieder. Er ist auf dem Weg zurück. Okay, das habe ich im letzten Folge noch geschafft. Gott sei Dank. Ja, ich bin ja im Kriegszustand, beziehungsweise war im Kriegszustand mit dem Typen da. Also mit unserem Guten, mit dem da. Das haben schon beide angeschlagen. Also ich habe schon ziemlich ausgeteilt und so, aber nicht so viel, wie ich gerne gehabt hätte. Offenbar, wie gesagt, ich habe sie irgendwie nicht richtig mitbekommen. Und jetzt muss man ganz kurz gucken. Okay, er ist eigentlich nur, in Anführungszeichen, nur zum Support da. Mal so überlegt. Und jetzt haben wir ihn noch, der aber die Eiskrone genau sich zügig beeilen muss. Und zwar will ich mit der Eiskrone schnell hier rüber. Weil wir haben hier eine nette Dame, mit der wir noch eine Quest offen haben. Und das wird langsam ein bisschen knapp mit ihr. Propeller drehen sich. Okay, ging das nochmal gut, alter Schwede. Ja eben, das war in der letzten Folge am Schluss. Offenbar war er schon ziemlich angeschlagen. Ich habe auch noch gesagt, hey, ich will speichern. Und dann plötzlich habe ich irgendwie einen Hinweis bekommen, sage ich jetzt mal, von... ich weiß auch mal ein Wort. Erwarte neuen Kurs. Habe einen Hinweis bekommen, so von wegen von unserem Freund da. Ja, von ihm war irgendwie ein Hinweis, weil ich nicht mehr genau weiß, was genau war. Dann ist er aus irgendeinem Grund abgehauen und dachte mir so, okay, was war denn das gerade für ein Quatsch? Aber ja gut, es ist nochmal gut gegangen, mehr oder weniger. Steuere. So. Dann hätten wir das schon einmal gepackt. Diese Art schon angegeben hat. Ah ja, genau, das war ja noch etwas, das habe ich glaube mittlerweile herausgefunden, was das ist. Das mit dem Buch, den ja das eine unserer beiden Schiffchen hat. Panzerung hält. Dazu gleich mehr. Er ist ein Landarbeiter, sagst du? Na, das ist ja ein ganz toller Fang. Ja. Bleibt eigentlich viel mehr dazu zu sagen. Ich überlege sowieso gerade, warum ich da einfach die ganzen Quests, die ich hier so habe und so, nicht ihn hier mache. Beziehungsweise, Gesetzt. ja, mit Eiskrone machen, und wenn es um die Sachen geht, Moment ganz kurz. Wir haben hier den Schoner Stolzer Löwen, das heißt, ich ziehe jetzt die mal zurück. Auch hier hin, in unsere eigene Bucht. Sind wir hier leicht safe und Schon wieder ja. zurück. Jetzt schon aufbrechen. Aber was ist mit den Besuchen bei Höhe Cousin stabil. Haji und Tante Tabi und Früher gab es hier nicht einmal Wege, geschweige denn Straßen. Ja, das hat sich einiges getan. So, warte mal. Ich werfe das noch über Bord, den kann er nämlich auch einsammeln. Und zusammen mit dem Luftkron werden wir halt eine Quest nach der anderen jetzt mal ein bisschen abschließen. Oder angehen, abschließen, so natürlich. Genau, wir müssen einen Eintopf noch machen, das ist klar, da bin ich dabei mit dem Forschungsinstitut. Was genau gefixt wurde im Allgemeinen, was ich schon erwähnt hatte, momentan kein Plan, aber wir werden sie dann irgendwann mal sehen oder herausfinden, falls irgendetwas Interessantes wäre. Das gerade mit der Schiffsübersicht gibt es glaube ich schon länger. Insofern, naja.
Große weiße Flagge, legendär. Ja. Ja, die haben wir doch schon. Stelle. Wir helfen, wo wir können. Weil man hier bringt es jetzt nicht so viel, logischerweise. Neue Befehle? Wäre schon cool, wenn ich die Handelsschiffe damit ausstatten könnte. Zumindest die, also Handelsschiffe, Schoner, whatever, die ich halt so brauche. Und die wir nicht längerfristig, Nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. jo, dankeschön. Die wir nicht längerfristig irgendwie durch Luftschiffe ersetzen können. Das wäre schon nicht so schlecht. So, warte mal, jetzt muss ich da noch dahin reisen. Auf Kurs. Wir gehen mit dem Prinzen, da war ja noch etwas. So, warte mal. Und zwar geht es um Folgendes. Uns fehlt hier... Doch genau, uns fehlt noch das hier. Und ich habe das, wie auch immer ich das plötzlich rausgefunden habe, wie gesagt, das war in der letzten Folge, wo ich ein bisschen noch geguckt habe. Das war glaube ich hier. Warte mal, aber es war eine ihrer Inseln. Was hier oben? Genau hier. Da, hier ist es. Hier ist der Fluss. Oder See, whatever. Hier ist das hier hinten, das ist eben auch sehr gut. Und hier diese Kante, die ein bisschen vom Berg her ein bisschen an König der Löwen erinnert. Voila, hier. Passt alles. Okay, ist er jetzt da oben unterwegs? Ist er gleich da? Ach, Luftschiffe sind so genial. Isets, sagen Sie. Was für ein seltsamer Dialekt. Es sind Bäume, nehme ich an, wie man sie an der Küste hinter der Bibliothek findet. Nehmen Sie so viele, wie Sie brauchen. Es mangelt an Arbeitskraft. Das hat doch Es garantiert, mangelt an Arbeitskraft. dass gerade so viel sind, überrascht mich jetzt ein wenig. Also ich meine, klar, der Ding hier braucht einiges. Ah gut, sind 1000, okay, gut. Ja, ich habe gesagt, sollen sie abziehen und hier anstellen, weil ganz ehrlich, es dauert nicht mehr lange. Wir sind ja bald durch. Können sie ihrer gewohnten Arbeit nachgehen und so, das passt schon. So, okay, warte mal. Bringen Sie den Bein. Gehen wir mal hier hin. Flugroute ist Schiff unter eingezeichnet. Beschuss. Und schon wieder. Cool, dass ich gar keinen Sound habe. Ah, jetzt. Nehmen Sie diese Feuerkraft. Aus deinem Arsch. Ey, erstmal den da oben platt machen, ja? Dankeschön. Und jetzt kann sie sich um den da kümmern. So, warte mal. Ich weiß, er will was fragen. Ich bin nur gerade nicht mehr sicher, wo zum Henker. Ach genau, das war ja da. Das greift mich auch schon hier an. Krass. Flotte beginnt Geleitschutz. Ich war leicht irritiert. Dachte gerade irgendwie, ich wäre im Ding unten. Im Ohren oder whatever. Was? Das ist ja keine Anbindung zum Hafen. Ach so, ja, gut, das macht Sinn. Da ist er eh momentan in einer anderen Situation. Egal. So. Das haben wir gemacht. Also, was soll es sein? Schon bald haben wir die letzten Trümmer beseitigt. Erwarte neuen Nun Kurs. kommt die Zeit, die Iset-Bäume als Wasserspeicher zu pflanzen. Ja gut. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Die Waffenruhe wurde beendet. Das höre ich gerne, aber immer ganz kurz, weil Waffenruhe ist mir eigentlich doch relativ wichtig. Nicht bevor wir kriegen, was uns zusteht. Ja, wenn es um Geld geht, könnt ihr alles haben.
Also alles jein. Momentan sieht es ein bisschen besser aus, aber... Das Risiko zahlt sich aus. Lassen Sie uns den Einsatz So, wie sieht es mit ihm aus? Ein billiger Trick an Ihrem Familienwappen. Verfluchter Pfennigfuchser. Ihr Ich schwör's Hafen euch. wird angegriffen. Ich lege ihn um. Ich lege den verdammten Ding einfach mal um. Verknöcherter Knauserich. Warte mal. Hier. Holen wir auf seine Hauptinsel und fertig. Ja gut. Noch nicht. Das sind aber generell keine Kohle mehr, weil das natürlich immer so verdammt teuer ist. Sie können sich ein kleines Gerangel... Gut, theoretisch könnte ich natürlich auch einfach hier aus der Welt schmeißen. Wäre auch eine Option, weil so viele Inseln hier hat er gar nicht mehr. Ja gut, das hier oben und die, aber ich nehme einfach alle Inseln weg und fertig. Dann haben wir das Problem auch gelöst, weil eigentlich hier ist er noch gar nicht so stark, theoretisch. Haben wir auch schon eines Besseren belehren lassen müssen. Sehr gut. Den geht's wieder gut, perfekt. Dann bloß die Frage, welche Inseln, wo genau hin und so, weil, ja, ist ja so, wir haben hier eine Insel, Sternheim, hier, die oben ist mir momentan relativ egal, die hier, gut, da bin ich so geschützt. Was? Ernsthaft? Er teilt einfach nicht gerne, kann das sein? Wieder der alte Sack. Ja, und dann hier durch und so, das wird schon knackig werden. Einfach theoretisch mehr Geschütze machen, das, ja. Ausgesandt. Eigentlich wirklich das Nonplusultra. Einfach wieder Insel, die man hat, die Geschütze bauen hier. Und die ganzen Schiffe durch Luftschiffe und so ersetzen und dann hast du ja Ruhe. Weil wenn du eine Insel angreifst, die geschützt wird durch eben die ganzen Geschützdinger und so, dann bist du sowieso selber schon, wenn du dann drauf gehst. Also insofern, naja. So, warte mal. Da war noch etwas hier oben. Fließen soll das Wasser. Keine Wüste mehr. Wasser fließt, lebensspendend und vom Sturm geschützt. Ein Wunder. Da wir kurz anmerken, dass wir durch ein paar Bäume, die wir gepflanzt haben, dazu beigetragen haben, dass ein Brunnen wieder fließt. Nicht schlecht, oder? Sie haben viel in kurzer Zeit erreicht. Mit dem Wasser kann Wahadesha nun sicherlich für sich selbst sorgen. Es mangelt an Arbeitskraft. Wäre sicher cool, wenn sie es könnten. Bevor wir feiern können, muss die Wasi von Per Itaru vom Sand und Staub befreit werden. Die Kohle sinkt. Ja, da sinkt die Kohle sinkt. Feste? Noch mehr Ausgaben. Es wird Zeit, dass wir größere Pläne für Wahadesha machen. Alter, sinkt die Kohle, das ist ja unglaublich. Und das war's. Ein bisschen was habe ich noch. So, während der auf dem Rückweg ist, wegen den Lehmziegeln, gucke ich mal ganz kurz, was wir sonst noch so haben. Was mit den Gewändern passiert? Okay, eigentlich andererseits steigend, das ist eigentlich immer schön. Rest von Luxusgütern habe ich noch nichts. Okay, das heißt, der Plan theoretisch funktioniert, aber wenn ich noch nicht sehr viel davon sehe, scheiße. Die Leute gehen auf die Barrikaden. Nehmen wir das schon los. Warum? Was habe ich euch getan?
Ihr habt doch alles, was ihr braucht zum Leben. Weißt du, dann denkst du so, ja, vor allem hier in Afrika, wo man ja eigentlich gelernt hat, was wichtig ist im Leben, worauf es ankommt, nicht vom Luxus der neuen Welt und so abhängig ist, oder in diesem Fall der alten Welt, shit happens. Nee, einfach nee. Sie wissen einfach das, was ich mache, nicht zu würdigen. Im Schwebezustand. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. So. Moment, ich nehme gerade noch ein Ding ein bisschen mit. Das hat logischerweise einen bestimmten Grund. Welchen weiß ich gar nicht mehr. Da natürlich weiß ich es. Auch wegen der Besiedlung hier unten. Da werde ich mal noch ein bisschen was machen. Und vor allem das scheiß Konto muss irgendwo anders hin. Gesetzt. Weil das geht gar nicht, dass das Konto hier unten ist. Ja, sehr gut. Das können alle wieder zurück. Moment. Ups. Falsche Welt. Schon besser. Ist das eine Insel? Ja. Seine Insel, seine Insel. Genau, das heißt, jetzt alle wieder zurück. Ihm noch nicht? Okay, da muss er schnell intervenieren. So, Freunde. Ah, jetzt will ich natürlich gerne näher ran. Egal, komm. Ihr kriegt einen Nackenbruch, ey. Sie haben es geschafft. Dies war immer mein Traum und Sie haben ihn wahrgemacht. Stellen Alter. Sie sich vor, wie sich die Welt vereint in der Forschung die Hand reicht. Sieht echt geil aus. Hä? What? Konkurrenten haben einen Friedensvertrag. Ich kann die Fruchtbarkeit ändern. Leck mich am Arsch. Okay, warte mal. War das vorhin schon so? Ich habe natürlich jetzt nicht geguckt. Ist mir gerade nur so aufgefallen. Oder liegt das im Forschungsinstitut? Auf welche Themengebiete wollen wir uns heute stürzen? Der braucht Strom, ich glaub das nicht. Hey, jetzt braucht der Alte noch Strom. Der Streik wurde beendet. Dankeschön. Der braucht Strom, ich krieg die Krise. Alter, nicht so tief. Okay, aber sowieso genug, komm. Dann machen wir irgendwie ein normales Kraftwerk. Hier, eigentlich holt er nur da oben und das soll so betrieben werden, aber ich habe garantiert zu wenig. Wenn es unten noch reicht. Das kann nicht funktionieren. Nö, tut's auch nicht. Ja, das Gasexperiment ist schief gelaufen, sorry, da muss ich anders machen. Also ich müsste einfach mehr machen in der Arktis, aber ich habe zu wenig Inseln und so, natürlich scheiße. So, komm. Ich baue nochmal hier Schienen durch. So, überlegen, wo zum Henker. Oh, wo zum Henker. Hat jetzt wirklich bis hier unten hin? Oder wie überlege ich mir das jetzt? Wobei. Gebaut habe ich es jetzt. Das kann ich auch irgendwo anders hinstellen. Nur, weil ich sowieso Strom habe. Ja, da kommt das nächste Problem. Wozu habe ich hier Strom? Ich meine, ich habe hier unten ein Ding, aber das wird wohl kaum reichen. Einige doch. vielversprechende Ideen liegen heute in der Luft. Krass. Ja komm, bauen wir sie oben hin. Ist ja egal, komm, also. Schiff unter Beschuss. Nein! Neue Befehle? Er wird aggressiver. Merkt das? Muss mal ganz kurz nochmal gucken, was ich bei ihm noch machen kann. Der ist eben nur so angepisst. Mehr Geld, oh, ist immer gut. Na, nicht. Mann, nee, da kaufen wir eine Insel ab und er ist immer so angepisst. Was soll denn das? So, jetzt will ich aber wissen, was irgendwie dieses Forschungsinstitut genau kann. Themengebiete wollen wir uns heute stürzen? Weil ich nehme jetzt mal an... Ah, hier ist er weg. Forschungspunkt investieren. Super, ich habe gar keine. Wie kriege ich denn die?
Ah, doch Spenden organisieren die sich, natürlich. So sehe ich zumindest, was ich hier machen könnte. Entwickeln Sie ein beliebiges Item, das Sie identifiziert haben. Natürlich! Wermut ist etwas für poetische Abende in blauen Flanellen. Alter! Gin hingegen ist etwas ganz Besonderes. Er lässt Träume wahr werden. Ah ja. Ist trotzdem Alkohol, also in dem her. Verleiht ihnen mächtige Fähigkeiten, ermöglicht dank Forschung den Bau hochmoderner Anlagen. Bahnbrechende Entdeckungen. Genehmigungsverwaltung des Campus, ja sicher. 250 Punkte, ja, leck mich am Arsch. War dann Great Eastern ein. Anbau der Anlegestelle. Exklusiv gehandelt werden, ne? Forschungskoffer. Dann mal nur die Naturbeherrschung. Ölquelle verschieben. Alter! Ey, vollkommen Erzart der Mine anpassen. Fruchtbarkeit anpassen. Heilige Scheiße. Herstellungsverfahren. Kaffeeproduktion der alten Welt. Natürlich machen einfach in der alten Welt Kaffee, willst du mich verarschen? Alter. Okay. Das Let's Play wird, glaube ich, doch ein bisschen länger dauern. Weil das will ich haben, ey. Hat mich eine Stange Geld gekostet. Dann hör auf, Krieg gegen mich zu führen, du Penner. So. Bauernproduktion kann ich eigentlich, sag jetzt mal, zurückstellen, ist nicht so wichtig. Rumproduktion. Und vor allem, Alter, die Kosten, ey. Ihr Hafen wird angegriffen. Aber jetzt haben wir gerade gehört, was ist los? Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. So. Mein grundsätzlich ist mir egal, wenn die Insel drauf geht. Mir geht es ums Prinzip. Das ist nicht irgendwie das Gefühl, da können ja einfach. Aber seht ihr, das sind 4 solcher Schiffe. Sehen Sie, das ist mein Siegerlächeln. Ihre Leute halten nicht mehr lange stand. Ich habe gar niemanden da auf der Insel, also insofern. Zur Stelle. Ja, wie gesagt, soll vielleicht auch mal ausrüsten. Wäre vielleicht eine Option. Die Menschen lassen sie hochleben. Ah, da kommt die Kohle, dankeschön. Ist natürlich ein Problem, dass die jetzt da unten sind, immer ein bisschen da oben ankommen würden. Dauert es ein wenig, jetzt haut der natürlich ab, ja, das war klar. Wobei es immer noch vorübergehender Waffenstillstand, die Insel gehört immer noch mir. Wird jetzt irgendwie, keine Ahnung, was er genau ihm jetzt bringen soll. Nee, komm. Bleibt, Leute, bleibt, das bringt gar nichts. Lieber da unten gucken. Ja, Freunde, so viel dazu. Alter, kann auch hier. Wollte ich mich verkackeiern. Die Fruchtbarkeiten anpasst. Du kannst auf die ganze Welt. Ein bisschen cheaten ist es schon. Ich kann es spüren. Ja, ich kann es auch spüren. Und zwar spüre, dass zum einen die Folge vorbei ist, zum anderen auch, dass ich gleich Pipi in die Hose kriege. Weil das ist irgendwie so. Das ist einfach Cheaten hoch 3. Nee, nicht hoch 3, das ist Cheaten over 9000. Das alles durch. Gut, ich meine, ein simples Forschungsinstitut war es ja nicht, das schon nicht. Wobei, ich sag's mal so, die Kosten, die wir bisher hatten, die waren so, kann man sich sagen, ja, hat schon ein bisschen was gekostet, aber jetzt nicht so, dass man sich denkt, dauert Ewigkeiten. Oder es wird nie was. Aber was jetzt kommt, vor allem mit den Forschungspunkten, das könnte mir eventuell das Genick brechen. Aber egal. Freunde, ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei 1800. Das Forschungsinstitut hier wird, beziehungsweise läuft offenbar sehr gut. Wir haben bereits die ersten schwebenden Personen. Also Hoverboards müssen wir gar nicht mehr entwickeln, das machen die Leute hier von selber. Und wie genau
wie wir weitermachen mit den Forschungspunkten, wie wir die Fruchtbarkeiten anpassen, wie wir Ruhm und Kaffee und Baumwolle von der neuen Welt in die alte Welt verschieben, was sonst noch alles möglich sein wird, etc. etc. Vielleicht sogar noch Schokolade, sogar noch geiler. Das und weiteres mehr hoffentlich in der nächsten Episode zurück bei A1800. Bis dahin, ciao zusammen.